Attention, all proud warriors. Have you ever considered joining Time Patrol? As a Time Patroller, you'll prevent history from being changed. Our duty is to protect everyone's memories and help return history to the way it should be. But we need your help. The only requirements are confidence in your capabilities, and of course, a strong desire to protect history. We've got a school for honing your skills, and a fully equipped item shop. How about it? Why not use your strength to help out a great cause? We're always on the lookout for powerful warriors. Okay then, listen carefully. To maintain safety here, in Kantan City, home to the Time Patrol, there are a few rules you must keep. First, firing a Kamehameha within city limits is prohibited. Time Patrollers wishing to fly when not on duty are required to obtain a flying license. Please help keep Kantan City safe by obeying its traffic laws. Lastly, any alteration of history is a grave offense. Our missions come with the risk of changing history. So you must exercise the utmost caution. Avoid making changes to history like Trunks did. Keeping these things in mind, please carry out your missions safely. For the sake of the world and its history, we look forward to welcoming each of you to the Time Patrol. Oh, that's right. I need to choose someone for that special mission. Who should I choose? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Leute, und damit herzlich willkommen zur offenen Beta eines künftigen neuen Let's Plays zu Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bin der gute alte Michael und wir können endlich losmachen. Nach dem Intro, ja, ich habe jetzt mal, glaube ich, etwa 10 Minuten rausgeschnitten, und zwar die offene Beta ist leider während 3-4 Tagen verfügbar, zwischen 15. Oktober und dem 17. Oktober. Ich habe schon ein paar Mal versucht, und das reinzukommen, ständig heißt es Server offline und so weiter und so fort, war echt ein bisschen mühsam. Ich habe es auch noch geschafft, deswegen da, ja, nach dem Intro, also nach der Animationsszene halt zwischen dem Kaioshin der Zeit und Schwangs, habe ich halt den Rest rausgeschnitten und begrüße euch deswegen jetzt noch einmal herzlich zur offenen Beta. So, ja, wie ihr seht, ich mache einen neuen Charakter. Ich könnte den Charakter aus Xenoverse importieren, machen am Let's Play schon. Aber jetzt will ich da erstmal für die Beta ein bisschen gucken. Wir haben hier den Freezer-Clan. Hohes Tempo und niedrige Gesundheit. Ausdauer steigt beim Angriff und Tempo steigt mit niedriger Gesundheit. Genau, mit Valve Xenoverse 2 ist so, dass jeder Charakterklasse hat noch ihre speziellen Fähigkeiten und Transformationen. Natürlich, Freezer-Clan kennen wir. Golden Freezer und so weiter. Namekianer, wenig Angriffskraft, aber hohe Gesundheit, und die Ausdauer steigt schnell. Objektiv sind effektiver als bei anderen Spezies. Gesundheit steigt, wenn niedrig. Da gibt es eine riesige Form, also sprich riesigen Namekianer. Kommen auch aus Dragon Ball mit Piccolo oder Dragon Ball Z Film Super Saiyan Goku im Kampf gegen Lord Slug. Erdling. Ausgleichende Statistiken, Statistiken Offensive und Defensive. Ki fühlt sich automatisch und Angriff steigt bei maximal. Auch nicht schlecht. Kriegerstamm, wenig Gesundheit und hohe Angriffskraft. Angriffskraft steigt bei niedriger Gesundheit, aber Werte steigen nach Wiederbelebung. Und die Machins. Hey ho, hey ho. Hohe Verteidigung, aber geringe Ausdauererholung. Verteidigungsbonus bei maximaler Ausdauer. Werte sind geschlechtsabhängig. Ich sehe gerade von der Größe her, Größenverhältnissen, auch von der Frisur vom größeren Machin. Das hat ein bisschen was von den beiden Typen aus Naruto. Also sprich eigentlich Boruto, Naruto the Movie. Aber ein anderes Thema.
So, wie gesagt, im Let's Play selbst meinen Charakter aus Xenoverse 1 nehmen. Wer das gerne noch sehen möchte, kann gerne mein Let's Play dazu angucken. Vor allem wegen dem Duell zwischen Michael und Mira, das Duell um die M und so weiter. Wird natürlich wieder spannend werden. Deswegen hier kein Saiyajin in der Beta, sondern ich wähle einen Mensch. Wegen ausgeglichen. Oh. Männlich, weiblich, männlich. Stärker Nahkampf, höhere Kickexplosion-Fähigkeit. Ja, doch, Nahkampf. Jo. Aussehen. Größe passt. Körperhaar. Typ. Machen wir so. Typ 13. Typ 14. Dazu erst C17, C13 und so weiter. Fangen die eigentlich nur Scheißfrisuren hier? Die habe ich ja in Xenoverse 1. Also werden natürlich halt nachher importieren. Es ist Son Gohan! Wir haben Chu. Ja, Kid Gohan. Ja, machen wir Kid Gohan. Augen. Voll misstrauisch. Alter, Super Saiyan 3 Augen. Hey, ich bin gut drauf, ich bin gut drauf. Ja, eigentlich bin ich jetzt gut drauf, weil ich komme ja nochmal in die Beta rein. Ich bin noch ein bisschen misstrauisch, weil ich genau... Diese Popo-Augen. Weil ich genau weiß, wird das gut gehen? Ja, machen wir halt. Nee, geht nicht. Mal ganz kurz. Wir haben es eigentlich fast. Ein bisschen gelangweilte Augen, weil ich schon so lange warten musste. So. Pupillen. So, lassen wir so. Die Nase, natürlich auch immer sehr wichtig, was für ein Zinken man hat als Mensch, ob man überhaupt keinen Zinken hat, wie Kranin zum Beispiel. Wie der atmet, da ist eine andere Frage, die ich mir auch immer stelle. Kann man lassen. Ja, ich habe mal irgendwie Kopfhaare. Ich würde gerne mal die Haarfarbe auswählen. Farbe wäre eins, gut. Ohren. Dumbo. Kleinere, aber meine normale. Und King kann ich eigentlich schon mal Typ 6. So. Hautfarbe. Bin eigentlich eher ein bisschen greller, also so. Haarfarbe. Eigentlich schwarze ganz cool, mache aber doch mal auf meine Natur. War mir ein bisschen etwas bräunliches. Na, machen wir mal die. Augenfarbe. Make-up-Farbe, okay. Aha, so. So weiß-schwarz oder etwas, war? Eigentlich. Dann mache ich es so, wie ich es eigentlich auch in Xenoverse habe. Beziehungsweise hatte mittlerweile. Nee, ist eigentlich auch egal, was ich jetzt da für spezielle Farben nehme. Nehme ein bisschen weiß, strahlt es ein bisschen besser raus. Handfarbe, wieso plötzlich in Blau? Auch hier schwarz. Schuhfarbe, kann man so belassen. Nee, kann man schon da ein bisschen rot haben. Muss auch stylisch sein, zusammenpassen. So. Passt. Schuhfarbe, auch geil. Bestätigen. Name und Stimme. Freezer Stimme hier. Na, nehmen wir mal die. Patroller. Nee, kann ich bitte was anderes haben? Alles leer hier. Ich weiß, dauert halt ein bisschen, bis ich es eingestellt habe. Aha. Dort nicht gleich als eine andere, wa? So. Ein Kampfstil folgst du. Ich mag es auf Tuchfühlung. Der, wenn der Gegner eine Frau ist. Ein Feuer von dort. Ich halte Balance, oder bin ich eigentlich?
Verbinden. Oh ne, jetzt stürzt man genau jetzt. Das wäre es war. Alles, was wir sehen von der Open Beta, wäre dann die Charaktererstellung. Das wäre noch was. Ja, je nachdem, ob es wieder abbricht, muss ich wieder ein bisschen schneiden. Ja, und je nachdem, wie lange die ganze Beta überhaupt, also uns halt etwas Neues bietet, dauert es halt die ganze Vorführung etwa 2 Parts, 3 Parts oder nur 1 Part. Mal schauen, wie lange es dauert, wa? Was man uns alles zeigt. Die Open Beta. Yo, die Beta, yo, die Beta. Beta, Beta, du. Und das für ein Spiel, was in knapp 11 Tagen erscheint, wa? 8, 9, 10, 11. Am 28. Oktober ist der offizielle Release von Xenoverse 2. Eieiei. So. Ja, hoffen wir, wenn ich natürlich jetzt schon den Charakter erstellt habe, dass ich irgendwie eine höhere Priorität habe. Damit ich auch drin bleibe, nicht direkt wieder rausfliege. Verbindung wird hergestellt. Ja, Mann, das ist fett, du, es ist Gag, du, es ist super. Denn es ist nicht Dragon Ball, super. Oh Mann, ich kann langsam nicht mehr. Ja, für euch sind es nur ein paar Minuten, aber ich bin, wie gesagt, schon fast ja, mehr als eine Stunde dran heute. Gut, dann haben wir geschnitten. Der große Saiyaman 1, er vernichtet das Böse und verteidigt die Gerechtigkeit ist hier. Der große Saiyaman. Jo, jetzt hat wieder so lange gedauert, vorne bis ich endlich hier drin war bei der Open Beta. Habe sicher 1,5 Stunden gewartet. Es kann sein, dass vielleicht die eine oder andere Szene deswegen verloren ging, weil dann natürlich zwischendurch keinen Bock mehr aufzunehmen. Und habe es deswegen abgeschaltet, aber ja, ich hoffe, ich habe nicht allzu viel verpasst und es geht jetzt endlich los. Hey, now it's your turn. Okay. Gohan, do I really have to do this with you? Son Gohan, was willst du mit Videl machen in aller Öffentlichkeit? Who is this Gohan you speak of? I'm Great Saiyaman. Ja, Great Saiyaman, du siehst irgendwie aus wie so ein ganz komischer Verschnitt von Masked Rider. This is no time for hesitation. We have a responsibility to defend the planet. Was sollen diese scheiß Antennen hier? Sind irgendwelche Insekten? Well, let's go. Wow, let's go! Ich bin eigentlich eher für Let's Play, aber okay. Fine. I'll do it. Eliminator of evil and defender of justice, Great Saiyan Woman is here. Ach du Scheiße. That was wonderful. You're perfect. Just perfect. You nailed it. Wie kann man nur so eine Geschmacksverirrung haben? Huh? Are you sure? To be honest, that felt pretty good. Badum. Great. Next, we'll have to decide on a perfect duo combination pose. Naja, du kannst den Unterricht bei Ginyu nehmen. Oh. Okay, got it. Oh no. Great. That's the spirit. One incoming report. Upon assessment of the situation, I have concluded that... Just wait 1 minute. What was that for? You've been specifically chosen for that critical mission. Now go out there and do it. Es geht endlich los, ja Mann! Aber meine Augen gefallen mir überhaupt nicht mehr. Und dafür brauche ich jetzt Serververbindung, oder was? Wow. Das ging offline nicht, wahr? Obwohl die Datei etwa 6,8 GB groß war. Faszinierend. Lass mich an wieder Abbruch. Es will mich nicht wundern, Leute. Jo. Ja, komm schon, brich ab. Ich will Bestätigung haben. Lädt. Nö, ich bin drin.
Heyo. Hm? Hm? Alter, wie fies grinsen mal mit den Augen. Geht ja mal gar nicht. Muss ich dringend ändern. Das sieht so scheiße aus. Tja, muss man sagen, willkommen bei Cineverse 2 Open Beta. Welcome home. Ja, willkommen. Nach über 2,5 Stunden. Ja, es ist schon fast Mitternacht. Vor 2,5 Stunden habe ich begonnen. Mit allem Intro-Screen plus irgendwie, wie es mal zur Charakterstellung kam. Und jetzt das hier. Vorausblick, ja, für euch ist hoffentlich viel weniger Zeit vergangen. Ah. Great news. You've been chosen for that big mission. Ja, eine andere Frage ist eigentlich mit der anderen Stadt passiert. Das ist Cineverse 1. Was macht der Vogel hier? Sprich, das ist eigentlich Toki Toki, wa? Oder Toritoki? Ich kann mir den Namen nie merken. Hey, du wolltest für die wichtige Mission ausgewählt. Jo, danke. Oh, cheer up. The Supreme Kai of Time has graciously appeared to give you her best wishes after all. I mean, really. Ja, schon. Nur du bist ja ein Gott und ich gucke gerade nach Zamasu aus. Man weiß nie, wo der Arsch steckt. Don't you think you're being a bit cold? Doch, man sieht es in meinen Augen. Looking for the old man. Ja, der Kaioshin von vor 15 Generationen. I heard you passed the test. He went off somewhere in a hurry. Wow. Why don't you go and look for him? You know what? Kannst du versuchen? I'm pretty sure that he was the happiest to hear about your success. Wieso ist er mein Mentor? Okay. Suchen wir den alten Kaioshin. Loading. Bin ich drin, Freunde, bin ich drin? In der wunderbaren Welt der Beta, der Open Beta. Von Cotton City, nicht Toki Toki City. Ist auch lustig, man erfährt gar nichts, was eigentlich mit der alten Stadt passiert ist. Also noch nicht, vielleicht kommt er später noch. Und erst im richtigen Game, wenn ich dann halt den Charakter transferiere. Na, fliege gleich raus. Das wär's, wa? Wäre eine geile Beta. Ich hab's dir gesagt. Oh Mann, es geht doch noch weiter. Ja, Freunde, willkommen zurück. Hier ist bereits mein dritter Versuch, die dritte Aufnahme an 2 Tagen, wenn ich immer ein bisschen durchkomme. Es ist unglaublich wahr. Der alte Mann ist in der Richtung... was? Der alte Mann... Aha, ist in die Richtung gerannt. In welche Richtung? Ich sehe nichts. Ist in die Richtung gerannt. Er könnte auf dem Weg zu dem Gebäude mit dem blauen Dach gewesen sein. Ihr müsst doch was gesehen haben. Du solltest dich mal umhören. Und beeil dich, wir haben keine Zeit zu verlieren. Weil die Beta ist bald vorbei. Oh, aber du kannst das Flug nicht einsetzen, auch wenn du das Eilig hast. Ich habe gesehen, wie du geflogen bist. Was passiert bitte? Bitte nicht nochmal. Wieso? Es ist gefährlich draußen einfach so rumzufliegen. Du brauchst eine Fluglizenz, von den Cotton City fliegen darfst. Das ist die Vorfreude. Ja, ja. Die Vorfreude, gut. Unterwegs in Cotton City. Boost Sprint mit L2. R2 ist die Karte. R1 ist Gesten. Chatlist, okay. Suchen. Was haben wir da? Okay, springende. Fahrzeugrufen. Karte, Symbole. Story-Events, Quest-Events, Zeitspalt-Events, Ausbilder-Events, Training-Events, Milchlieferungen-Events, Ausbilder-Events. Ach nee, hatten wir schon. Die Karte. So, da bin ich jetzt. Wo ist das Teil mit dem blauen Dach? Ich sehe nichts. Die Karte ist in schwarz-weiß, doch fehl. Hey, das kann boosten. War bitte los. Anpassen. Voreinstellungen. Ne, war doch ein bisschen... Oder auch nicht. Meteor Crash, Subangriff, Nachbild, okay. Angriff, sofortiger Aufstieg und so weiter und so fort. Okay, wird noch interessant werden. Anpassen.
Ey, komm, ich lasse alles mal nach, so wie es ist. Spielverlauf ansehen, aktuelle Objekte ansehen, Spielliste, Optionen. Relativ viel noch, wa? So. Er muss ein bisschen hinmachen, Leute, weil eben heute ist halt der letzte Tag der Beta. Man weiß ja nie, wann die genau abstellen. Vor allem wegen Ortszeit und so weiter und so fort. Teleport. Sie kommen später wieder. War ja klar. Vermutlich alles hier, war alles weggewartet. Reiseführer, du hast was für mich? Nice day. Rankommen hast du mehr. Was willst du wissen? In Canton City. Unterwegs in Canton City. Ja, Boost Sprint. Wir haben die ganze Zeit Einsatz mit L2, aber irgendwie geht noch nicht. Schade. Wow. Und dafür braucht eine Beta oder was? Man sieht, ein paar Spieler sind noch online, aber ich glaube, ist echt nicht mehr so viel los wie auch schon. Hey Kunnel, was geht ab? Ja, howdy, du mich auch. Was zu essen besorgen wäre eigentlich eine gute Idee. Da wäre auch Chiera, einer vom Freezer Clan. Freezer. So. Also, blaues Dach, Gebäude mit blauem Dach. Ladenbereich, sich auch geschlossen. Dann haben wir geschlossen. Ja, ist klar. Wir müssen noch knapp 2 Wochen warten. Egal, es ist nicht mehr so viel Zeit, Leute. Natürlich trotzdem die Vorfreude. Meine geile Grafik, geile Story wieder mal, die uns erwarten wird. Gameplay-mäßig, ja, vom Kampfsystem her. Hoffentlich ein bisschen besser als damals bei Xenoverse noch. Hä? Wäre eigentlich echt mal sowas für, ja, eine Mischung aus Xenoverse und Budokai Tenkaichi-Reihe. So, da ist blaues Dach, muss also sein. Nur die noch geschlossen. Hä, was zum Henker bin ich denn jetzt? Blaues Dach, ich sehe hier nichts mit blauem Dach. Toll, ist das der Inhalt der Demo? Der Beta, dass man sich irgendwie, ja... den alten Kaioshin sucht. Klar, da ist auch ein blaues Dach. Na gut, die gehen wir da hin. Vielleicht ist er wirklich hier. Nikumo, hast du vielleicht einen alten Kaioshin gesehen? Hi. Der Treffpunkt ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Kaioshin, wo seid ihr? Ich komme aber nicht rein. Scheiß Gebäude. Wieso bist du hier? Oder auch nicht? Oh, fliegen wir jetzt so praktisch. Er sagt bloß, er ist da oben. In auch ein blaues Gebäude. Geh nicht rein. Oh. Ja, ist ein toller Inhalt der Beta, war. Orange Star High School ist aber kein blaues Dach. Was zum... Andererseits auf der Karte gibt es jetzt nicht so viele Objekte. Ist auch nur die Schule da, war. Gehen wir nach oben. Geschäftsviertel. Das L2 funktioniert. Ne, Alpha-Wand ist natürlich auch ganz geil. Ja. Der Kaioshin der Zeit sagte, ja, ein Gebäude mit einem blauen Dach. So, da hätten wir eins, darüber komme ich nicht, wo soll ich überhaupt noch hin? Das Spiel verarscht mich hier. Das hat ja auch ein blaues Dach, aber da ist ja auch nichts. Ein bisschen Überblick verschaffen, wa? So, kann ich in der Zeit? Ja, suche irgendwas anderes. Geschäftsviertel mal oben durchgucken, vielleicht kommen wir hier weiter. Jo, Musik natürlich überhaupt nicht nervig.
Ja, das hat natürlich auch schon, wie so die Beta offen ist. Toll, das war vorhin aber auch schon. Naja, der Vorteil ist, wir wissen jetzt, okay, da müssen wir nicht, weil ist ja logisch. Also wäre ziemlich fies, wenn plötzlich das Spiel sagt, ey, du musst da rüber, aber eine Alpha-Wand ist da. Ja, Ist Pech, wa? Musst halt auf die Vollversion warten. Da geht's echt. Wobei, nee, da wäre ja fies. Also, wisst ihr, es geht mir eigentlich vor allem darum, dass mir das Spiel hier in der Beta nur die Informationen zugutekommen lässt, die mir auch etwas nützen in der Beta. Nicht wie ich sage, jo, eben geht Kaioshin suchen, dann muss irgendwo im blauen Dach und so weiter sein. Aber den kommen noch gar nicht, weil es in die Beta ist. Naja, totaler Quatsch. Ja, ich wäre eigentlich nur für das Gebäude. Dann gehen wir wieder zurück. Bringt ja nichts. Alter, wie riesig Shenlong ist. Das sieht ein bisschen aus wie der Black Star Dragon Ball Drache, wa? Was Dragon Ball GT? Nicht Super Shenlong. Doch, glaube ich, sogar ursprünglich hieß es so. Mega nee. Der hat irgendwie einen speziellen Namen gehabt. Dieser Shenlong. Kommen wir eigentlich da irgendwie rüber? Dann haben wir auch einen hier der berühmten Alpha-Wände. Jo. Aber hier hoch komme ich. Ja gut, das ist natürlich mal so betrachtet. Wir haben hier eine schöne Aussicht und das war es aber auch schon. Schade, da kann ich nicht austricksen. Wo? Wie gesagt, ist alles schön, alles cool, es sieht alles toll aus. Nur hätte ich gerne mal ein bisschen mehr Interaktionen. Einen oder anderen Kampf hier wäre auch nicht schlecht, so in einem Beta-Part. Ich will mal hier durchgehen, wa? Vielleicht geht es nur hier. Wo hätte ich denn hier ein Gebäude mit einem blauen Dach? Josuke! Jetzt war nicht weiter Zeitnestbereich. Oh, das klingt doch schon ein bisschen besser. Teleportstation. Kommt da schon rein? Dann noch ein bisschen Action hier. Na, können wir ja auch, wa? Aber, blaues Dach sehe ich jetzt ja gar nichts. Gehen wir wieder raus. Wir können uns ja merken, dass man hier noch etwas machen könnte, beziehungsweise einfach reinkommt und fertig. Das sieht genauso aus. Und jetzt echt irgendwie das Tor hier von Toki hierher verschoben nach Cotton City. Naja. Hey, Rickon! Bist auch ein Mensch? Sieht so aus. Das. Regeneration Energiekapsel. Vielen Dank für die Kapsel, Mann. Ach, kommen wir gerade noch erstaunlich weit hoch. Der Weltkampf ist hier. Ja, also noch geschlossen. Nicht unbedingt ein Problem. Ich will aber das haben. Energiekapsel, dankeschön. Ja. Also, man sieht, es gibt trotzdem ein bisschen was zu sehen. Die ist ja alles schon gut. Aber entweder bin ich zu doof jetzt, um das richtige Gebäude zu finden, oder ob der Kaioshin in der Zeit verarscht mich irgendein bisschen. Weil ich meine, das hier hat doch kein Dach. Beim blauen Dach, ich glaube es auch. Immer kann ich eine schöne Abkürzung nehmen. Hui! Nehmen keine Schaden. No Fall Damage! Yes, man! Sind wir hier bereits mit dem Kämpfen? Wir können noch nichts gehen. Wir können natürlich trotzdem auch mal versuchen. Wo ist... Ah, da. Toki! Ja, natürlich auch da. Toki, du. Bin ich jetzt so doof, dass sie irgendwie alles übersehen? Du mich auch.
Ja. Ich bleib dabei, hellblaues Dach. Gut, da vorne wäre es noch etwas. Es muss das da hinten sein, wo wir schon mal waren. Da mal alle Leute anquatschen, wa? Naja, wäre vielleicht eine gute Idee. Hey Tufu, na wie geht's? Hey there. Suchst du einen Kaioshin? Ja, den alten Kaioshin. Vorbeigelaufen. Kostümladen. Alles klar. Kostümladen. Kostümladen. Wo ist der Kostümladen? Da. Chikori, kannst du mal was dazu sagen? Wo ist der alte Kaioshin? Hello. Der Kaioshin. Sagt halt mir, aber... Das Empfangsbereich gelaufen. Ja, gelbes Dach. Du bist nur witziger. Ja, da geht gar kein gelbes Dach drauf. Hä? Da drüber? Das ist ein gelbes Dach. Toll, ich schicke mich einmal in den Kreis herum. Howdy. Ja, howdy zurück. Also, das ist jetzt wohl ein schlechter Scherz. Mist. Alter, verarsch mich doch nicht. Ich war doch schon am richtigen Ort. Mein no, ja gut. Also der ist wohl, als wir ihm hinterher liefen, ist nun so beigelaufen. Natürlich ohne, dass wir ihn gesehen haben. Ist logisch, Spiel. Also auf zum Zeichennest. Wir haben ja nichts Besseres zu tun. In dieser kleinen Special Open Beta Episode. Ja, da bist du ja eigentlich. War schon mal hier. Was gibt's denn? Ja, du bist zu spät. Du bist in die ganze Zeit gewesen. Alter, ich poliere gerade die Fresse. Das ist meine Schuld, ja? Auf an, deine Fädenschuhe zu schieben, du kleiner Flegel. Du alter Flegel. Jetzt hör mir gut zu. Du wurdest für eine ganz besondere Mission ausgewählt. Eine große Ehre, du bist erst das zweite Elite-Mitglied, das du etwas versucht. Das andere hatten wir in Xenoverse 1. Das war dein großer Bruder. Halbbruder, er ist ja ein Saiyajin. Reist verschiedene Zeiten, an denen die Geschichte verändert wurde und behebe sämtliche Fehler, die aufgetreten sind. Wo die gereist sind. Bla 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 bla. Diese zu beheben. Okay, dann los. Hey, warte doch kurz. Wenn das mal nicht der Kaioshin der Zeit ist, weil die Sache schon selbst in die Hand nehmen. Kein Grund, so feindselig zu sein, alter Mann. Ich bin hier, um beim Wissen um die Geheimnisse des Kampfes zu teilen. Oh, tatsächlich. Na dann, herzlich willkommen. Ja, das ist perfekt. Zuerst musst du alles lernen, was dir die Kaioshin der Zeit beibringen kann. Komm zu mir. Entschuldigung, ich muss gerade aufstoßen. Komm zu mir, wenn du alles über die Aufgaben deines Zeitsoldaten erfahren hast. Dann war der erste Job auf dich. Okay. Welcome, du mich auch. Die weise und mächtige Kaioshin der Zeit ist hier um dich. Oh Gott. Jo. Let's ready. Schließ Herausforderung ab. Frühzeitig ist die Niederlagebedingungen. Okay. Legen wir mit den Grundlagen los. Wir wollen ja siegen. Lädt jetzt als plötzlich Absturz. Das wär's noch, wa? Die Kunst des Kampfes! Alright. Ready? Then let's begin. Today we'll be covering the basics. You'll be seeing some commands in a bit. Press the buttons as they appear. Okay, let's get to it. Pretty simple, huh? Moving on. Try it out. Wieso? Wieso L3 zum Sinken? Okay. L2. Yeah! We need a partner for this one. Let's see. Oh! Hä? Alright. It seems
Roxy found the perfect subject for you to lock onto. After you, try it out. Ein Pflanzenmann! Hey, drücke her eins. Ah, Entschuldigung. Okay, now for some offense. Linking commands allows you to form a combo. Give it a whirl. Dankeschön. Combo Time. Und auch nichts. Irgendwie. Moment mal ganz kurz, für den Nahkampf, vielleicht geht's denn so besser. Das war die Combo. Cool, war? Okay, dann ein bisschen ungewohnt von der Flug. KO. That's really great. Natürlich. That's strength in numbers. That sound confident for a fighter like you, huh? Ja. Don't give up. So, gerne mal. Die Dinge ein bisschen doof aus, wa? Teleporten! Teleporten! Kann irgendwie auch mal ein bisschen was anderes machen hier? Ich meine, ist ja ganz spannend, was ich hier treibe. Oh nein, doch mal. Awesome. Now let's clean the rest out. Ihr versucht's doch schon. Ja, kommt nur her, kommt nur her. Bam! Bitches! Der kommt so schnell nicht wieder. Und falls doch, boom, 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 boom. Kiefer-Attacke, du. Ich hab unendliche Energie. Ja, Mann. Ja. Ja. Hat halt nicht viel aus. Ist aber Feierabend! Oder auch nicht? Ist halt nicht so viel aus. Bams, du. Ja, Mann. Ist ein bisschen hektisch hier, ich muss zugeben. Ja. Okay, irgendwie bringt das nichts. Mach ja. Oh, it's getting away. When enemies try to run, go after them. Mir kommt keiner. Oder doch? Was? Ja, bin dabei. Abhauen ist fies. Und feige. Oh, kann ich nicht schaden. Aber ich muss zugeben, neuen Kombos sind gar nicht mal so schlecht. Mann! Aber seht ihr, macht gar keinen Schaden mehr, also irgendwie bringt es gar nichts. Hä? Sind alle gleich geschwächt? Alright, time to finish the job. Is it just me or is it getting faster? We'll never catch up at this rate. Luckily, I've got a solution. Die wäre. Try it out. Aber Knallsprint, okay.
Das ist mal eine interessante Kombo. Also. War das letzte, ist ja völlig frisch. Mann, Mike, was? Oh, die Anvisierung, ja, ganz ehrlich. So, was wollte. Ah, Moment, wie kommen wir jetzt runter? Ah, nee, genau. So, gerade ein Wurf hier. Naja. Wieso? Was ist los? What's happening? Mann! Wir verarschen! Kann ich auch bauten. Ja, ist ja langsam gut hier. Ja, das ist auch fies, dass ich hier gar nicht mehr richtig schwächen kann. Aber ich muss erst mal warten. Wer ist denn jetzt eigentlich anvisiert? Ich bin nur noch am Porten. Sag mal. Alter. Okay, muss ich mehr trainieren, sobald wir dann ein fertiges Spiel vor allem. Oh ne, was kommt jetzt noch? Ein blauer, ein grüner, ein gelber. Ja, ja, das ist ja super. Ja, Metro Crash, ja, ja, ja. Para-Para-Tanz. Ja. Let's do this. Ja, super. Ja, ist Klaus, GT, ich verstehe schon. Super Götterfaust. Also voll in die Fresse. Ja gut, Freunde, wird Zeit für ein bisschen Superangriffe. Ja, komm noch, boom! Na? Genau doch gar nicht mehr, aber booms! Ah, ja, gut, ein bisschen natürlich die ganzen Kombis und Kombinationen halt ein bisschen raushalten, indem man das Gleiche macht. Die immer wieder abhauen. Aber echt, wie die alle plötzlich abhauen, überhaupt keinen Bock mehr auf mich haben.
So. Nächste bitte. Er hatte keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Oh, da leben noch ein paar. Ja, Mann, Nappa-Style. Ja, Nappa weiß schon, was er gehört. Great stress relief, huh? Just remember, super attacks require key. No key, no supers. Alles klar. No key, no super. You're a quick learner. I think you're ready to brave the timelines. Oh, one last thing though. I asked some of your fellow patrol members to have a little spar with you. Hope you don't mind. Ja, schick's nur her. Aber doch nicht so schnell. Don't worry. Was sind das für Namekianer? What you learned and put what you practiced into action. Es ist Edmund! But first, items can be a real lifesaver in battle. Try using them. Hoffentlich beißt du mich nicht. Sag mal. Dein fucking Ernst? Der blockt echt gut, wa? Okay, ja, bringt gar nichts, muss erstmal öffnen. That's how you do it. Now, let loose and go on. Bin schon dabei! Wieso? Kommt noch mehr? Ja, Edmund, was machst du? Hm, was macht der Edmund? Was macht der kleine Edmund? Der Edmund geht mir davon Keks. Und dann denkt ihr so, was macht der Typ? Mann! Ich hab keinen Bock mehr, Mann! Weg mit dir, Ed! Wo ist er hin? Der verarscht mich! Der weiß wie mir ausweichen! Oder weiß auch nicht. Was zum... Bleibst du mal stehen, Edmund, dankeschön. Ja, Connor, was ganz Besonderes für dich. Oder auch nicht. Das sah geil aus. Sie verarschen und jetzt aber finishen. Oh, du gehst mir auf den Keks. Riesensturm und tschüss. That's awesome. Well, I'm convinced. Glad I can leave the patrol in capable hands. And that's about it for me. Come on, I'm looking forward to seeing what you can do. Also ich muss zugeben, Freunde, das Kampfsystem gefällt mir erstaunlich gut. Aber ich habe ja, ein bisschen das Gefühl, es ist verbessert worden gegenüber Xenoverse 1. Langzeit ist klar. Levelaufstieg! Bringt natürlich nicht viel. Ah ne, oder kann ich vielleicht fürs Endspiel das hier übernehmen? Dann hätten wir natürlich auch 2 Charaktere und Saiyajin plus Mensch schon mal. Wäre gar nicht mal so schlecht, Leute. Jo, gelungener Einstieg, dauert auch schon lang genug. Lalala, es ist die offene Beta, ja, es ist so geil. Alle fühlen sich so richtig steil, jetzt lädt's und plötzlich heißt down, Server down. Das ist eine Arschkapellmucke. Oh, Alter. Tuki, quatschen. Er freut sich auch. Kaioshin. Welcome.
Jo, Kaioshin. Ja, man soll zur Zeitpatrone gehen. Ich hoffe, du weißt, wie man richtig kämpft. Wir können mal kurz angucken, wa? Ich wundere mich, dass das doch schon geht in der Beta. Weil, mir ist nicht schon ein Spoiler für die Story? Also, ja, fürs Hauptspiel halt. Jetzt kommt, es geht nur eine Mission. Könnte ja sein. Jo, trotzdem wie gesagt, richtig, richtig geil. Freuen wir schon sehr aufs richtige Spiel. 7.6 das war damals. Oh. Special Beam Cannon! Piccolo! Autsch, mein Steißbein. Oh, Alter, was war das für eine Bruchlandung? Let's fight together! Mach Platz für den Zeitsoldaten! Wir sind gerade jetzt Spieler TP erschöpft, sag mal, ist jetzt eigentlich, ja, Trefferpunkt natürlich. Aber Piccolo ist ja jetzt down. Hat auch einen ziemlich starken Angriff. Und den Doppelsonntag. Uff! No matter how much trash there is, it's still trash! Can I get your help? Is this what you want? Hey! Ja, ist kein Problem. Hab eins Ding vergessen, jetzt wo man. Das ist natürlich ganz nett, die erklären mir alles mögliche, wie kann ich Ki wieder sammeln? Aufladbar, schön. So. Scout, Chat, Itemliste. Explosion, Springen, Angriff, Boost, Schritt, Boost. Your entrance was really darn lousy, by the way. But I suppose we can talk about that later. Here, Goku and Piccolo were supposed to work together to just... Oh ne, sag bloß, ich kann... Oh, scheiße. Der ist ein bisschen mehr als 1200. Okay, ich hoffe, dass es noch verbessert, dass man auch Ki laden kann und es halt auch aus anderen Spielen kennt. Weil das habe ich, ja, das gehört für mich dazu. Ich brauche doch Ki. Klar, ich habe jetzt wieder, schön. Mir fehlen plötzlich Objekte, sehe ich gerade. Ja, was machst du? So, Trottel. Ich will erstmal gucken, was braucht eigentlich überhaupt alles Ki, war? Ausweichen ist ja logisch, dass das verbraucht, aber wie kann ich das wieder auffüllen? Gut, die meinen haben natürlich meine Objektliste. Oh. Level 2 Raditz. Dann jetzt haben wir den Quatsch wieder. Geht momentan keins mehr. Ups. Ja, trotzdem relativ easy der Kampf. Vor allem deswegen. Geschafft! Du, epische Muckemann. Rang S, trotz allem. Levelaufstieg, ein paar mehr Attribute. Sehr schön. What are you doing? Now, Piccolo, do it! Special Beam Cannon! Damn it!
serves you right. What was that? Where did... Er steht direkt hinter ihm. 10 Meter, aber trotzdem. Das sind doch... Oh mein Gott, was ein Cliffhanger. That was some handy work. Those moves weren't half bad. Except for your entrance. Goku and Piccolo would surely have been defeated if you hadn't stepped in and saved them. Your job is helping to correct any inconsistencies like this that crop up in the timeline. Dann frage ich mich allerdings, ob nicht Trunks eingreifen in der Vergangenheit, also sprich da im Kampf gegen Freezer auf der Erde und natürlich also Son Goku mit der Heilmedizin gerettet hat. Das eigentlich nicht auch ein Fehler wäre. Gut, natürlich Fehler in der Zeitlinie ist immer so ein vager Begriff, aber es war definitiv ein Eingreifen, was sonst in der eigenen Zeitlinie nicht passiert ist. Oder vielleicht doch, war, vielleicht hätte da... Vielleicht wäre so oder so ein Trunks gekommen aus der Zukunft, aber der Trunks aus Future Trunks Zeitlinie wurde vorgekillt oder sonst irgendwie, keine Ahnung. Naja. Sowieso, also Zeitgeschichten natürlich immer so eine Sache. This time went smoothly, but battles later on in history get intense. So continue with your training, because only the strong can correct history. But since you're training under the greatest Kai in the universe, there shouldn't be much to worry about. Sprichst du jetzt nur von diesem Universum, Universe 7, oder sprichst du von allen Universen, alle 12? Obwohl es ursprünglich mal mehr waren. Ja, es, wird ja gar keinen Bezug auf Dragon Ball Super genommen. Ja, mal interessant, wa? As long as you listen to my advice, you'll come into your own eventually. And... Ja, schon klar, Kaioshin. Yeah, we get it. You really do ramble, old man. Listen here, Supreme Kai of Time. I'm only about a millennium older than you. That hardly makes me an old man. Ja, nee, ist klar. What are you saying? Anyone who laid eyes on you would easily call you an old man. Don't even try to compare yourself to an adorable girl like me. Oh Gott, ey, jetzt... Oh nee, ich verziehe mich lieber, da habe ich gar keinen Bock drauf, so ein Gespräch. You call yourself adorable? How do you find a hat with a head that big? Ah, that's all from us for the moment. We'll tell you more about the world later on. Okay then. You've got to be bored half to death after listening to his speeches. Am I right? Yeah. Allow me to walk you out. This way, please. Okidoki. Meint auch Toki Toki. Hey, wait! You can't just jump ahead like that. Klar gar nicht. Siehst du ja. Ja, meine alten müden Knochen. Man hat's gesehen, Raditz, der war wieder von dunkler Magie besessen, aber von wem? Dem Mika kann es ja nicht sein, den haben wir vernichtet in Xenoverse 1. Naja, aber wir wissen ja, am Schluss in Xenoverse 1, was war da für eine Cutscene, genau? Oh je, oh je, oh je. Das wird noch richtig spannend werden. Du. So, damit wäre die Frage auch beantwortet. Es geschah, als Kanten City noch Toki Toki Stadt hieß, so haben sie eigentlich umbenannt. Die Stadt wurde von einem bösen Mann bedroht, der die Zeit verzehrte. Wissen wir, ich habe ihn damals vernichtet. Ah gut, ist natürlich
Ey, das wäre jetzt mal echt interessant. Was würde es eigentlich darstellen, wenn ich jetzt meine Datei aus Cineverse 1 kopiert hätte? Weil da ist er, da bin ich ja der Typ, der ihn besiegt hat. Versteht ihr? Es ist ja der Michael. Wir werden natürlich auch im Hauptspiel von Cineverse 2 zocken werden. Aber da müsste eigentlich keine Schiene sein, ein bisschen was anderes erzählen. Da ein Held rettete die Stadt. Jo, der war ich. Nein, nicht nur die Stadt, sondern das ganze Universum, alles darin. Ich kann mir vorstellen, dass im Hauptspiel dann, oder im Endspiel, sag's mal so, im fertigen Spiel, dass die Szene hier nochmal vorkommt. Und dann plötzlich, dass man ja eine Statue von uns sieht und sie sagt, ja, das warst du. Die Geschichte, die du repariert hast, wurde eins von diesem Helden gerettet. Wieso muss ich sie denn nochmal reparieren? Sieh genau hin, das ist unser Held. Bin mal gespannt. Ist das sicher nicht mein Abbild? Wähle einen Canton City-Helden aus. Vorgänger als Helden verwenden. Übertragen. Kennen bereits. Ja, das ist halt das Problem, war. Also, ja, wäre jetzt dann eine Statue von mir, wenn es halt dann so wäre. Tun sich halt irgendwie ein normaler Typ auswählen, obwohl da eigentlich ich dran wäre. Okay. Da hätte ich doch schon mich selbst transferieren müssen. In die Beta. Nee, komm. Mach mal Held. Heldin. Das sieht ja scheiße aus. Nimm mal den hier, da sind wir relativ ähnlich. Wenn willst du die offene? Ja, ist klar. Ja. Ich werde ohnehin, sobald das richtige Spiel dann hier ist und ich zocken kann, sowieso die Beta dann löschen mit allen Daten. Ist es eigentlich alles nur ein bisschen zum Zeigen. Und ein bisschen Geschmack zu bringen auf das Ganze. Oh, Nase juckt. Denn die Vorfreude ist doch die schönste Freude. Jetzt kommt wieder diese Kapellmusik, ey. Alter, was ist los? Haben wir irgendwie ein großes Fest hier? Karneval oder was? Das ist der Kölner Karneval. Daumen hoch! Und was nicht schön ist, so zu sehen. Ich bin schon mal gespannt dann im fertigen Spiel, wie es denn aussieht, wenn ich mich noch plötzlich da selber vor mir sehe. Weil das ist eigentlich unlogisch, ja. Das müsste eigentlich wirklich heißen, oh, das bist ja du. Dann wird irgendwie, oh, da ist eine Reinkarnation von dir oder so etwas in der Art. Das steht lange im Hintergrund, bewegt sich ja voll. Also voll unheimlich. Streng dich weiter an und du wirst eines Tages genauso stark werden wie er. Ich bin gespannt zu sehen, was du alles erreichen kannst. Dafür musst du dann natürlich weiter trainieren. Schau mal bei der Akademie vorbei oder erledige Parallelquests. Zeitsoldaten. Ja, das werden wir dann im richtigen Spielen schon machen. Nicht in der Richtung auf der anderen Seite der Stadt. Ich glaube an dich, Mann. Du bist noch nicht bereit für Fliegen, aber du kannst stattdessen das hier benutzen. Wir sehen uns. Was denn? Ein Fahrzeugsteuerung. Yeah, Mann. Geil. Fahrzeug will ich. Wow, bin ja richtig schnell unterwegs. Wow, Alter! Schwierig zu kontrollieren! Nein, Vorsicht! Oh oh. Autsch! Ja, Mann! Hey, komm hier! Kann ich das nicht mitnehmen? Geht doch, dankeschön. Eine Kapsel. Jo, mein Leute, wenn wir sagen, das war's hier mit der speziellen Folge zur offenen Beta. Und wir dann im End-Let's Play, an den Playlist mit irgendwie Part 0 oder so etwas in der Art. Aua. Ja. Verwägungsmittel fliegen können wir dann später auch mal ein bisschen. Natürlich auch geil. Teleport Station. Ja. Yeah. Krillin ist da. Hey, Krillin, bist du Master of Disaster hier? Was macht ein alter Kaioshin hier? Plupp. Hey, Krillin, wie geht's? Hey. Hey Mann, ich bin der Master! Trainings. Okay, parallel kannst du noch schon ein paar machen. Jo! Aber da habe ich jetzt im Prinzip keinen Bock mehr drauf. Also Bock vielleicht schon ein bisschen, aber man tut nichts allzu sehr übertreiben, weil alles, was wir jetzt hier gesehen haben, hoffe ich zumindest sehen wir natürlich auch im Endspiel wieder. Und vor allem auch Parallelquests werden natürlich viel noch machen. Dann sogar online noch ein paar Dinge, mal gucken. Wow. Das ist doch cool. Und ja, ich muss sagen, bisher sieht das Ganze nach einem sehr gelungenen Nachfolger aus, Cineverse 1.
freue mich sehr darauf. Ab dem 20. Oktober soll es endlich mal losgehen. Das sind, glaube ich, ab jetzt noch etwa 11 oder 10 Tage, nachdem natürlich auch der Part rauskommt. Wow. In diesem Sinne, hoffe ich mal, wir sehen uns dann wieder. Und, jo, danke fürs Zusehen. Hoffe, es ist auch schon so geflasht wie ich. Und bis dahin, grüße ich hier noch ein bisschen rum. Ja, Mann, ich hab's drauf, la 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 la. Und eben dann natürlich im Endspiel kehrt dann der gute alte Michael aus Xenoverse 1 zurück. Yeah, Mann. In diesem Sinne, ciao zusammen. Cool, wa? Gefällt mir. Yeah.